die Strampler. Moritz und Katharina werden in 5 Wochen Eltern. Allerdings sind die beiden kein Liebespaar. Hier, das ist für ganz Anfang. Sie werden ein Kind großziehen, ihre gemeinsame Tochter. Co-Parenting heißt dieses Modell. Ich habe, seitdem ich 14 bin, gebabysittet und war für mich irgendwie immer klar, dass ich auch irgendwann mal eigene Kinder haben möchte. Ja, und dann war halt nie der richtige Mann dafür da. Das erste Mal, dass ich einen Kinderwunsch hatte, das geht, glaube ich, sehr, sehr lange zurück. Man hat den Wunsch, aber wie kann man den halt umsetzen? Moritz ist 38, Katharina 41 Jahre alt. Das ist süß, oder? Ja, ich sag's von deiner Mama, genau. Ist auf jeden Fall spannend. Ja, jeder Tag ist anders oder wird anders sein. Da wurstelt man sich dann durch. Genau das. Ja, also für mich war halt klar, dass ich, weil ich einen tollen Papa habe, auch irgendwie für mein Kind genau dasselbe möchte. Der Weg zur Wahlfamilie beginnt mit einem ersten Treffen. Eine Agentur organisiert es für Menschen, die jemanden suchen, um gemeinsam ein Kind großzuziehen. Eigentlich wollte ich gar nicht hingehen. Also war kurz davor, das abzusagen. Und dann sagte die Freundin, die mit mir dahin gegangen ist, so, nee, du kommst jetzt heute mit. Ja, ganz gut. Beim Reingehen habe ich gesagt, den kennst du irgendwoher. Zufall. Statt einem Fremden trifft Katharina jemanden, der im selben Ort aufgewachsen ist. Glaube ich, das war in dem Moment einfach nur diese Sympathie, dass da jemand ist, wo man das Gefühl hat, den möchte man jetzt noch mal wiedersehen. So wie bei einem, sag ich mal, romantischen Date, wo man auch das Gefühl hat, okay, das hat so Pling gemacht. Ich dachte so, nee, den kann ich jetzt nicht so ziehen lassen. Da muss ich jetzt so sehen, dass ich Kontakt herstelle. Ja. Moritz kommt aus einer Liebesbeziehung, die überraschend zu Ende ging. Ja, da ist es spät gekommen. Wir waren 6 Jahre zusammen und hatten auch immer so den Kinderwunsch, aber im Laufe oder je weiter das fortgeschritten ist, desto komplexer hat sich die Situation dargestellt und so dass wir dann letzten Endes entschieden haben, dass sich die Wege für uns 2 trennen werden, leider. Moritz und Katharina müssen hier viele Fragen klären. Welche Werte sind ihnen wichtig? Wer nimmt wie lange Elternzeit? Eine Checkliste der Agentur soll dabei helfen. Gut, dass Sie das machen, ne? Dass wir das bekommen haben. Ist die Mutter bereit, das Sorgerecht zu teilen? Sie muss dann jede Entscheidung mit dem Vater absprechen und Umgang erlauben. Ja, Darfst. ja, Ja. natürlich. Ein paar Beispiele, wo wir schnell zusammengekommen sind, fallen mir ein: Ernährung, Religion, Medienkonsum, Erziehung. Aber es war uns auch ganz wichtig, zu sagen, uns Zeit zu geben und uns kennenzulernen, richtig kennenzulernen. Okay, ja, wir schauen mal, wo das hingehen könnte. Perfekt. Ja, und Gläser weißt du ja auch, da kennst du dich ja Kenn auch. ich ja eigentlich ganz gut aus. Ja. Katharina und Moritz wollen es wagen, Eltern zu werden, ohne dass Liebe im Spiel ist, als Freunde. Deshalb wird Katharina auf eine besondere Art schwanger. Können wir damit machen. Ja. Für die Methode der Schwangerschaft gibt es mehrere und wir haben uns halt für den Anfang für die Bechermethode entschieden. Da kann man Sets im Internet für bestellen und das haben wir dann genutzt und das hat dann auch geklappt. Kann man sich so vorstellen, dass es gibt verschiedene Teile dabei und ich erlege halt meinen Part und übergebe den dann zu Katharina und dann macht sie den Rest. Genau. Ich muss sagen, so in der Schwangerschaft herausfordernd war tatsächlich jetzt so die Anfangszeit, wo es mir nicht so gut ging. Da war Moritz ja auch noch in Berlin. Also das hat tatsächlich ab und zu gefehlt, so ein Rückhalt. Ich weiß, ich bin hier nicht alleine, wenn ich hier jetzt gleich irgendwie umkipp oder so, dass hier jemand ist, der mir helfen kann. Ja, und das war jetzt das Letzte, wo man noch mal das Köpfchen gut gesehen hat. Mittlerweile wohnt Moritz in Hamburg, in Katharinas Nähe. Denn er möchte später genauso viel Zeit mit seinem Kind verbringen wie sie. Damit habe ich es auch meinen Eltern erzählt, glaube ich. Die beiden werden sich auch die gesetzliche Elternzeit teilen und alle finanziellen Ausgaben. Wir haben ja eine Zuneigung zueinander, auch wenn die platonisch ist. Und ich glaube, das ist die Hauptsache. So. Und ich glaube, auch in Ehen oder Partnerschaften ist ja nicht immer alles gut. Und auch da streiten sich Eltern und da gibt es Konflikte. Was ist denn genau eine Liebesbeziehung? Also wenn wir diese Frage uns anschauen, dann haben wir dieses Disney-Bild im Kopf. Aber so ist es ja oft nicht. Wir können das Haus verlassen und können sagen, so, wir sehen uns morgen. Und dann haben wir alle eine Nacht drüber geschlafen.
Ja, und who knows, also vielleicht hat Katharina irgendwann nochmal einen Partner, einen Liebespartner und ich auch. Und dann hat die Kleine plötzlich 4 Bezugspersonen, die sie abgöttisch lieben. Ja, von daher, klar, ist das eine Wahlfamilie, ja.